Es ist ja bekannt, dass ich das Alte Testament mega liebe, aber ab und zu will ich sagen, warum ich es liebe und ihm lieber Erstes Testament als Altes sagen. 2 Hauptgründe. Erstens, ich liebe es wegen diesen vielen Bildern, die die Aussagen vom Neuen Testament visualisieren für mich und in mein ganz persönliches Leben einreden. Der zweite Grund, warum ich es liebe, ist folgender. Nach seiner Auferstehung ist Jesus mit 2 Jüngern auf einer Straße gewandert. Aber die haben ihn nicht erkannt. Die haben nicht gewusst, dass das Jesus ist. Und was hat Jesus mit denen besprochen unterwegs? Er hat gefragt, haben sie zu Mittag gehabt, haben sie zu Nacht gehabt? Was hat es gegeben? So, nein, er hat ganz etwas anderes gemacht auf dieser Straße. Das heisst, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch, die ganze Schrift, und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Also die ganze Schrift ist nicht das Neue Testament gewesen. Das ist, was wir nennen, das Erste oder das Alte Testament. Ist das durchgegangen und hat überall erzählt, wo es etwas mit ihm, Jesus, zu tun hat. Somit ist das Erste Testament, da steckt ganz viel Jesus drin. Die 2 Sachen sind es, warum ich es liebe. Und diese 2 Sachen haben wir heute Morgen begegnet. In einer speziellen Geschichte. Der König Saul von Israel und sein Sohn Jonathan sind im Krieg umgekommen. Der David ist König geworden. Er hat dann mit der Zeit seine Macht etabliert. Er ist dann gut im Sattel gehockt. Und jetzt, da wo seine Königsherrschaft gefestigt ist, steigen wir in die Bibel ein. Ich lese 2. Samuel 9, 1-4. Und David sagte, ist noch jemand übrig geblieben von dem Haus Sauls, damit ich um Jonathans willen Barmherzigkeit an ihm erweise. Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, der hieß Ziba, was für ein Name, den riefen sie zu David. Der König sagte zu ihm, bist du Ziba? Er sagte, ja, dein Knecht. Der König sagte, ist noch jemand vom Haus Sauls, damit ich Gottes Barmherzigkeit an ihm erweise? Sind alle umgekommen gewesen? Er hat gefragt, gibt es noch einen? Ziba sagte zum König, ja, es ist noch ein Sohn Jonathans da, lahm an den Füßen. Der König sagte zu ihm, wo ist er? Ziba sagte zum König, sieh, er ist in Lodabar, im Haus Machirs, des Sohnes Amiels. David will wissen, ob noch jemand ist vom Haus Sauls, ein Nachkommen vom Saul, respektive dann Saul, sein Sohn vom Jonathan. Und ja, es hat noch einen gegeben, aber der war körperlich beeinträchtigt gewesen. Was ist passiert gewesen? Wo der jetzige Mann 5-jährig war Krieg und Magd hat mit dem 5-jährigen Bübel flüchten. Das heisst, sie hat ihn auf der Arm getragen. Das ist ein bisschen schwierig, 5-jährig mit den Armen, oder? Aber kann sein. Kann aber sein, andere Übersetzungen sagen, sie hat ihn auf der Schulter getragen. Auf jeden Fall ist sie gestürzt in der Hast und hat ihn fallen lassen. Ob von der Schulter oder von der Arm spielt keine Rolle. Und er war behindert. Die Bibel sagt, er war lahm. Ein paar Sachen, die da interessieren. Das erste ist, also mich mindestens, ich hoffe euch auch. Das erste ist, wo hat er gewohnt? Er hat gewohnt, die Bibel sagt, in Lodabar. Lodabar bedeutet keine Weide. Lodabar, dort hat er gewohnt, keine Weide. Das ist die Symbolik, wo er gewohnt hat. Keine Weide meint ein Bild von der Trostlosigkeit ohne Zukunft. Also der Mann hat an einem Ort gewohnt, in der Trostlosigkeit ohne jede Zukunft. Er hat einen speziellen Namen gehabt. Sein Name hat geheissen Mephibosheth. Und im Hebräischen haben ja alle Namen eine Bedeutung. In dem Namen steckt Ba'a und Bosheth. Ba'a heisst vertreiben, buchstäblich in den Ecken zerstreuen oder wegblasen. Das ist noch ein Name, hä? Vielleicht hat er es später bekommen, weil die Leute gesagt haben, der ist ja in die Ecke verstreut. Der ist ja buchstäblich weggeblasen.
Vielleicht haben sie ihm den Namen später gegeben. Und Boschet heisst Vertreiber von Scham. Also beeinträchtigte Menschen seiner Zeit haben sich geschämt. Beeinträchtigte Menschen seiner Zeit sind in die äußersten Winkel verstreut, weggeblasen worden. Ich habe ein paar Fragen, die wir uns stellen wollen. Erstens, was hat der Mephibosheth dafür, dass sein Großvater, der Saul, sich gegen Gott gestellt hat? Nichts. Was hat er dafür, dass sein Vater, der Jonathan, der beste Freund von dem jetzigen König David, gestorben ist vom Schlachtfeld? Nichts. Was hat er dafür, dass seine Magd oder die Magd vom Jonathan ihn geschultert hat, auf die Arme genommen hat, umgekehrt ist und er jetzt da behindert ist? Er hat nichts dafür. Von seiner Abstammung her hätte er einen Königshof müssen gehören, weil er ein Königskind war. Königliches Blut. Er hätte dorthin gehört, aber er war verstreut. Er hat nicht dazugehört. Wegen seiner Begrenzung, seiner Behinderung. Ohne Selbstverschulden war er der, wo es heisst, keine Weide, kein richtiges Leben, kein Auskommen, kein Einkommen, Wüste. So möchte ich jetzt gerade zu dir kommen, in deinem Leben, möchte ich fragen, was ist vielleicht in deinem Leben passiert? Vielleicht hast du auch eine schwierige Familienkonstellation. Vielleicht bist du auch fallen worden. Im Bild gibt es verschiedene Arten, wie wir Menschen fallen worden sein. Als Kind, als Erwachsenes, von Ehepartnern, von Eltern, von anderen Menschen fallen worden, ohne etwas dafür zu haben. Ich möchte dich fragen, wo du dich fühlst, dass du gestrandet bist. Wie du deinem Namen jetzt würdest sagen. Vielleicht auch ein Stück Mephi oder Boschet. Ich möchte dich sagen, wo deine Seele wohnt. Vielleicht empfindest du, dass deine Seele in Lodabar wohnt. Keine Weide. Dort, wo es kein Essen gibt für deine Seele. Ich möchte aber auch fragen, was ist mit deinem Nächsten passiert? Mit deinem Nachbar, deinem Arbeitskollegen, mit deinem Verwandten? Mit dieser Frau, dem Mann, der so komisch tut, so saukomisch tut? Was ist mit seiner Seele passiert? Wer hat den Nachbar fallen lassen? Freunde, wenn wir uns die Fragen stellen, schauen wir schwierige Menschen, komplizierte Menschen, manchmal ganz mit anderen Augen an. Ich kann euch sagen, es ist heilsam. Ich schaffe es nicht immer. Wohnt die Seele von deinem Nachbar vielleicht in Lodabar? Keine Weide? Ich habe in der Vorbereitung auch an Flüchtlinge denken in unserem Land. Haben sie in Lodabar gewohnt? Keine Weide, kein Auskommen, keine Chance, Krieg. Sind sie vertrieben gewesen, in hintersten Ecken hindern? Und sind sie jetzt da? Wie gehen wir mit ihnen um? Haben wir eine Weide für sie? Können wir verstehen, was sie vielleicht durchgemacht haben? Haben sie eine Weide in unserem Land? Vielleicht sogar in unserer Familie? Der David hat den Mephibosheth geholt. Mephibosheth ist gekommen, zitterig, und denkt, jetzt geht es mir an den Kragen. Aber nein, es ist ihm nicht an den Kragen gegangen. Der David hat Folgendes gesagt, Kapitel 9, Vers 7. Fürchte dich nicht, denn ich will um Jonathans, deines Vaters willen, Barmherzigkeit an dir erweisen und will dir alle Äcker deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Was für eine Einladung. Der David hat den Beeinträchtigten an seinem Tisch haben.
Das ist in selber Kultur gar nicht gegangen. Verstehen wir das? Niemand hat das gemacht in seiner Zeit. Niemand, der ein bisschen etwas auf sich gehalten hat, geschweige denn ein König. Armenspeisung vielleicht, aber irgendwo hinter dem Haus. Irgendwo in einer Hütte, der Rest angerührt. Aber doch nicht am eigenen Tisch, wo man den beeinträchtigten Mann jeden Tag anschauen musste. Das hat doch nicht zu dieser Kultur gehört. Schon gar nicht beim König. Dann am Tisch sitzen hat bedeutet Annahme. Am Tisch sitzen mit dem König hat bedeutet sehr grosse Ehre. Hat bedeutet, das ist jemand. Der hat Ehre verdient. Und jeden Tag hat David angeschaut, wie er behindert ist. Ist nicht gegangen in selber Kultur. Am Tisch vom König, die Bibel zeigt uns eine gewaltige Aussicht. Die Offenbarung nimmt uns mit in den Tisch, wo der Zukunft wird sein, über den Königstisch. Und so ist eben das Bild von dem David auch ein Bild für Christus, Jesus, der König von allen Königen. Wir lesen die Offenbarung 19, 7 bis 9. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr, der Brut, gegeben, sich mit reinem und glänzendem Leinen zu kleiden, denn das kostbare Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Da sind wir am Tisch im Festsaal vom König, in dem Hochzeitsmahl, wo mehrmals beschrieben wird, im Bild natürlich, das Hochzeitsfest, wo mal wird sein. Was für ein Tag wird das sein? Wo wir mal Christus von Angesicht zu Angesicht sehen. Was für ein Tag wird das sein? Was für ein Wein wird dekredenzt? Ach, ich freue mich schon. Da kommst du keinen dummen Kopf mehr über. Keine Gefahr mehr, nichts mehr. Die Frage ist jetzt, wer ist eingeladen an den Königstisch? Und da sind wir wieder beim Mephibosheth. Er war eingeladen als einer, der nie eingeladen sein konnte. Und im Lukas-Evangelium lesen wir auch, wer eingeladen ist an das Königsfest. Es sind nämlich viele eingeladen gewesen. Aber viele sind nicht gekommen und haben gesagt, ja, ich bin gerade Vater geworden, ich habe gerade geheiratet, ich habe gerade ein neues Joch Rinder gekauft, ich kann nicht kommen. Und der Hochzeitssaal, der Königstisch ist nicht voll geworden. Hat der König gesagt, geh schnell hinaus zu seinem Diener, auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Das ist eine Parallele zum Mephibosheth. Schön, die sind eingeladen. Und das hat man seine Zeit geschrieben. Was ist die Voraussetzung, dass man eingeladen bist? Was ist die Voraussetzung, dass du und ich eingeladen sind, einmal an den Königstisch? Ein guter Leumund? Nein. Typ Model? Vergiss es. Sind auch dabei. Bewährter Christ? Vergiss es. Guter Mensch? Vergiss es. Wie kommst du zum Hochzeitsgewand, wo wir in der Offenbarung gelesen haben? Das heisst nämlich, dass es ein weisses Gewand ist. Danke. Freunde, jetzt gibt es ein paar Schlaumeier unter euch. Die haben gedacht, wieso muss jetzt die das machen? Kann er das nicht selber? Typisch Hannes, hä? Er hat das so gedacht, nicht aufstrecken. Er kann es nicht selber, weil du kannst es auch nicht selber. Das ist der Trick. Das kann nur Jesus. Nur Jesus kann dir das Kleid anlegen, verstehst du? Darum hat es meine Frau müssen machen für mich. Weil ich kann mir das Kleid nicht selber holen, ich kann es mir nicht selber anlegen. Geht
Geht nicht. Es ist ein Geschenk, wie der Platz am Königstisch von Mephibosheth. Ihr könnt schon ein Selfie machen nachher mit mir, wenn ihr wollt. Im Johannes 1,12 steht: All denen jedoch, die ihn aufnahmen und seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also alle, die an Christus glauben, alle, die die Hand von Jesus einmal ergriffen haben, egal wie, das ganz unterschiedliche Wege, die sind alle eingeladen an das Hochzeitsfest. Ein altes Lied hat in der Vorbereitung in mir gesummt. Das ist spannend, dass man das schon ich bin 15 im Welschen. Und in der Stadtmission ist mit dem Pfarrer gekommen, wir sind halt auch gegangen. Das ist nicht interessiert, aber gegangen sind wir gleich. Und das war ein Lied, das heisst, das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir mal bei Jesus sind. Es wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen. Wer alles dort ist, wer alles an dem Hochzeitstisch Platz nimmt. Freunde, das wird ein Staunen geben. Das wird ein Köpfe verdrehen geben. Wir haben am Bewegungssonntag das Abendmahlsbild gesehen, das uns Joe gebracht hat, wo Stiftungsmitarbeiter und Quellenhof-Stiftungsteilnehmer das Abendmahl so gefeiert haben, quer durcheinander. Und damit gezeigt haben, wie viele Leute, verschiedenste eingeladen sind an dem Tisch. Wie geht unsere Geschichte weiter? Was hat der Mephibosheth gesagt? Und mein Titel darüber ist am Tisch vom König schon heute. 9,8. Er fiel nieder, der Mephibosheth, und sagte: Wer bin ich, dein Knecht, dass du dich zu einem toten Hund wendest, wie ich es bin? Mephibosheth hat nicht verstehen, dass er eingeladen ist. Er hat sich als einen toten Hund gesehen, so wie man eben die Menschen seiner Zeit gesehen hat. Der Einspruch war da. Vielleicht hast du auch einen Einspruch, dass du gar keinen Platz hast an dem Tisch. Aber Freund, an dem Tisch von Annahme und Versöhnung sind so viele Menschen eingeladen. In Zukunft an den Königstisch zu sitzen, aber auch schon heute eingeladen. An dem Königstisch bist du nicht allein. Es sind viele andere dabei. Schon heute. Menschen, hyperaktive und lahme Enten. Reiche und Arme. Sozial Integrierte und sozial Ausgrenzte. Menschen mit verschiedensten theologischen Ansichten. Dann einmal in dem grossen Hochzeitsfest. Und an dem Tisch vom König, an dem Abendmahlstisch, nehmen wir das ein Stück voraus, was dann mal wird sein. Das Abendmahl ist das Zeichen für das, was einmal wird sein. Erkennen wir im anderen, der mit uns zum Abendmahl geht, einen Bruder und eine Schwester? Oder denken wir, der gehört nicht dazu? Die gehört nicht dazu. Ich habe etwas Komisches gehört. Nein, also die nicht, der nicht. Vermutlich habe ich das Bild schon mal erzählt. Aber jedes Mal, wenn ich das Abendmahl denke, kommt mir die Geschichte in den Sinn. Sie spielt vor vielleicht 35 Jahren, als ich Jugendgruppenleiter war. Und immer Silvester sind wir ins Chili auf Hause gegangen. Nachdem wir zuerst Ramba-Zamba gemacht haben, weiss ich was für Spieler und alles, in unserem Jugendraum, sind wir ins Chili auf Hause und haben dort Gottesdienst gefeiert. Der Reto Lussi war das erste Mal dort in der Kirche, so viel ich weiss. Und bevor wir angefahren sind, bei unserem Jugendraum, ist der Roger gekommen, total betrunken.
Sie haben ihn eingeladen und mitgenommen ins Kille im Auto rein. Er hat nicht gekotzt. Und dann habe ich das Abendmahl ausgeteilt. Alle sind gestanden. Und sie haben mich angeschaut, weil ich vorbeigelaufen bin zum Austeilen. Und alle haben sich gefragt, was macht er jetzt? Gibt es Abendmahl dem Roger oder nicht? Ich habe mich auch gefragt, what would Jesus do? Wer gehört alles dazu? Was braucht es denn, um das Abendmahl zu nehmen? Ich habe seine Augen geschaut. Ich habe seine Sehnsucht gesehen. Ich habe sein Verlangen gesehen. Und ich sehe es heute noch. Und ich habe ihm das Abendmahl ausgeteilt. Seine Tränen sind runtergelaufen. Er hat nachher nicht mehr manches Jahr gelebt. Nimmst du Menschen, die anders sind als du, so Mephibosheth in deinen Augen, als Brüder und Schwestern da? Freunde, beim Abendmahl können wir Versöhnung feiern. Beim Abendmahl können wir sehen, dass eben am Königstisch mehr Leute Platz haben, als wir uns vorstellen. Weil eben das weisse Kleid niemand kann erarbeiten, sondern mir kommt es über. Weil eben das weisse Kleid nicht für Wohlverhalten steht, sondern für angenommen sein. Schämst du dich für das Verhalten von anderen? Oder schliessest sie zumindest im Gedanken aus? Mein letzter Punkt ist noch dein Tisch im Angesicht vom König. Die Hei können wir auch das Abendmahl feiern. Wir könnten zum Beispiel mit einem Besuch feiern, den wir haben. Ich habe mich gefragt, Tischgemeinschaft die Hei, wer laden wir so ein zu uns heim? Vielleicht ist für gewisse Leute dein Tisch die Hei wie ein Königstisch. Es ist gut, dass man Freunde einlädt, das gehört dazu, natürlich, unbedingt. Aber Freunde, vielleicht gibt es einen Moment, wo man Mephibosheth einlädt, muss man mir nicht gerade so sagen. Oder einfach Leute, die nicht eingeladen werden. Oder Weihnachten, am 24. Das war eine unserer schönsten Einladungen von der Erika und von mir in unserem ganzen Leben. Und ich habe so viel profitiert davon, von dieser Einladung. Ich bin am Schluss, 2. Samuel 9,13 steht, Mephibosheth aber wohnte in Jerusalem, denn er aß täglich an des Königstisch. Das Leben lang hat er am Tisch essen. Freunde, wir haben eine Aussicht in das grosse Abendmahl, das wird kommen. Das grosse Königstisch, wo so viele Menschen mehr sind, als wir uns das vorstellen. Und heute können wir schon miteinander das Abendmahl feiern. Heute können wir schon miteinander den Königstisch feiern. Den Kelch. Das Brot. Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt miteinander, die wollen, auch zu dem Abendmahl kommen. Wir wissen, wir sind geladen. Und keins ist weiter weg von dem Abendmahl als ein Handschlag in deine Hand. Egal was passiert ist. Egal was ist. So bete ich, dass das Abendmahl auch zu einem besonderen Moment werden darf. Auch vom Erkennen von Brüdern und Schwestern über Gräben hinweg. Da kommen Drängler und da kommen Zuckmüslers. Da kommen Impfskeptiker und Impfturbos. Da kommen Menschen mit unterschiedlichen Bibelverständnissen. Lass uns einander sehen, als Schwestern und Brüder. Amen.